Hallo zusammen, du bist der Grand Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut, ich hoffe, alles klar. Ja, es ist jetzt irgendwie 12:30 am Freitagmorgen und ich habe jetzt doch ein paar Stunden heute mit dem PlayStation VR verbracht und bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil es ist auf jeden Fall das stylischste Headset. Es ist am bequemsten zum Anlegen. Von der Gewichtsverteilung, es ist sehr angenehm, auch mit der Brille, man kann es super gut einstellen. Also hier können die anderen zwei noch eine riesengroße Scheibe abschneiden. Das Display ist auf jeden Fall auch in meinen Augen eigentlich fast das Beste von diesen drei VR-Headsets, weil man sieht Pixel eigentlich nicht so gut. Also hier haben sie wirklich saubere Arbeit geleistet bei der Auswahl. Und was halt dann ein bisschen der Nachteil ist, ist natürlich eben die Power von PlayStation 4. Du hast dann eigentlich schon eher eine tiefe Auflösung, wo der Pixel je nach Game gut siehst, aber nicht Pixel vom Display, sondern halt einfach von der tiefen Auflösung vom Game. Und gerade bei Games, die nicht so rechenintensiv sind, ist das dann eigentlich kein Problem wegen der Pixel. Also das Display selber ist wirklich top, das Headset selber ist auch sehr cool. Es ist schade, dass es nicht irgendwie so ein bisschen eingebaute Kopfhörer hat, weil die dabei sind und mein Ohr kann schieben, das ist halt nicht gerade für jeden so cool. Und wenn du so Kopfhörer hast, die über die Ohren gehen, dann wird es dann auch schon wieder sehr, ja, viel Stuff auf dem Kopf halt, wird sehr chaotisch auf der Birne und es drückt einem dann vielleicht gleich ein bisschen. Also dort muss ich noch eine gute Lösung herausfinden. Ja, das Problem, das halt einfach ein bisschen ist, dass die Kamera nicht so toll ist und dass eben die Move-Controller nicht so toll sind. Das heisst, das Bild tut sehr häufig sich bewegen. Gerade wenn du im Menü bist vor PlayStation, im Hauptmenü, ist das nicht so stabil. Und dann, gerade wenn ich mit dem Move-Controller spiele und selbst wenn ich die dann ganz still in meinen echten Händen habe, im Game zittert das Zeug und bewegt sich und das hat halt einfach damit zu tun, dass die Vive-Controller werden ja irgendwie von 12 oder so Punkten getrackt, damit dass die wirklich exakt im Raum können gecheckt werden. Und bei PlayStation Move haben wir halt einfach den Leuchtball, der auch in Ordnung ist, auf jeden Fall. Aber so genaue Aktionen sind auch schwerlich möglich und sie tricksen natürlich ein bisschen, eben beim Until Dawn Game tun sie halt so ein bisschen Auto-Aiming fast ein bisschen rein. Bei dem Spiel, wo man mit den Klötzchen bauen, wird einem auch ein bisschen geholfen und so funktioniert das schon. Und so ist es auch zu einem günstigen Preis für die breite Masse eigentlich erschwinglich, was ja schon Sinn macht. Aber wenn jetzt das HTC Vive wirklich gut aufgebaut und kalibriert ist, dann ist wirklich alles rock solid, das Zeug ist still und das passt dann einfach auch. Die Stabilität führt dann dazu, dass ich mich nicht unwohl fühle, weil halt einfach die ganze Welt sich so ein bisschen bewegt in VR. Aber es ist nicht so ein grosses Problem. Das kann man noch ein bisschen optimieren mit der Position, mit dem Licht. Man kann auch etwas probieren, ob man mit verschiedenen Lokationen auch bessere Resultate hat. Und dann passt das schon. Es ist nicht wirklich ein Kritikpunkt, aber es ist etwas, was Sie ganz klar noch verbessern können. Die Softwareunterstützung ist gigantisch, also es hat, glaube ich, selten so ein Hardware-Release gegeben, wo dann so viele Games, gute Games sind, dazu rausgekommen. Es ist jetzt nicht alles extra dafür gemacht worden, aber gleich, also wirklich eine schöne und gute Auswahl. Das ist natürlich immer freudig, weil gerade ja, eben zwei habe ich schon erzählt. Das ist jetzt nicht so häufig im Einsatz, weil es halt kein Game gibt, das mich einfach über längere Zeit auch motiviert. Und das sieht jetzt hier bei PlayStation VR vielleicht ein bisschen anders aus. Wir werden es sehen. Die Software eben selber ist gut gemacht. Das Hauptmenü ist gut zum Steuern. Die Games haben zum Teil einen normalen Modus und einen VR-Modus. Das kann man auch easy umstellen. Mal. Also sie haben sich wirklich viele gute Gedanken gemacht und das Gesamtpaket finde ich wirklich, wirklich super. Hey. Heute Morgen gemacht im World of Games noch mit ein paar anderen Jungs getextet. Es ist halt auch immer interessant, so auf ein paar andere Angefressene zu treffen. Und die meisten haben sich eigentlich schon so ein bisschen als Drive Club geholt, obwohl das ja scheint bei den Reviews so ein bisschen Abend zu Magenbeschwerden geführt hat. Aber ich hatte zum Glück keine Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt spielen sie schnell ein bisschen auf dem Bildschirm, damit das ja auch nicht vergessen. Und was ich gespielt habe, ist Thumper.
Thumper. Das ist einfach ein Rhythmusspiel, eigentlich, wo du wie so einen Käfer auf so vordefinierte Bahnen ziehst und du musst dann halt die richtigen Knöpfe drücken. Sehr flashig gemacht, sehr angenehm zum Spielen und auch noch coole Sounds. Also wirklich ein gutes Game. Absolut easy zum Spielen wird es einem definitiv nicht schlecht oder ist es mir auch wirklich nicht geworden. Dann eben Rigs Motorized Combat League, das ist ja eigentlich so das Titanfall in der Sportversion. Finde ich absolut Hammer. Wirklich, wirklich krass. Man wird richtig gut eingeführt. Die Grafik ist sehr angenehm und stimmungsvoll. Die Kantenglättung ist auch tiptop, da hat man es eben nicht so pixelig. Es läuft flüssig. Es ist richtig interessant, in diesen Max drinnen zu sein und sich zu bewegen. Und es ist natürlich jetzt ein Game, das sehr rasant läuft, weil schlussendlich ist es eigentlich fast eine Call of Duty Steuerung. Das heisst, ich säckle mit dem linken Stick vor und zurück, und dann mit dem rechten halt das Cockpit drehen und dann mit meinem Kopf auch noch halt den Kopf von meinem Avatar bewegen und somit auch zielen. Das heisst, ich kann eigentlich geradeaus säckeln, währenddem dass ich die Chassis ein bisschen gegen rechts drehe, um irgendeinen Schwung zu holen oder eine bessere Rampe zu verwischen, und gleichzeitig schaue ich links und schiesse so. Also das ist recht cool, finde ich. Und ist jetzt auch, der Sykes hat mir auch geschrieben, nicht gerade für alle so easy zu managen, aber auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen übt, eben zuerst mit ein bisschen kürzeren Sessions und dann jeweils ein bisschen länger, könnte das schon etwas werden. Und vom Game ist es wirklich cool aufgebaut. Singleplayer-Modus, Online-Modus, hat verschiedene Spielmodi. Finde ich wirklich Respekt. Die haben sich einiges überlegt. Guerrilla Games Cambridge sind es, glaube ich, was sie gemacht haben. Rush of Blood, aber das Until Dawn Verschnitt Achterbahn Baller-Game ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich will nicht spoilern, aber schon um das zweite Level habe ich richtig krass gefunden. Hey. Ja, ich erzähle es dir schon mal, aber jetzt noch nicht, wenn es so frisch ist. Und von der Steuerung her ist es so easy, man kann es mit dem Move-Controller spielen. Dort ist eben so ein bisschen das Problem, dass die nicht immer ganz stabil sind, aber wenn ich auf etwas schiesse, breche ich es meistens schon, vor allem mit der Pumpe. Und ja, ein cooles Achterbahnfahr-Game, wo es zum Teil auch ein bisschen Magen kräuselt, weil es dann rechts lacht es ab oder es aufgeht, aber alles noch im Rahmen, ein paar Schockeffekte, ist sehr unterhaltsam. Vom Spielgefühl wirklich auch nicht so ein Problem, aber jetzt auch nicht super easy. Es kann sein, dass eben wegen der Achterbahn der eine oder andere vielleicht ein bisschen Unwohlsein fühlt, sich unwohl fühlt. Ja, also, dann haben wir Super Stardust Ultra VR, das ist ja, gibt es für die normale PS4 auch, glaube ich. Einfach so ein Spiel, wo halt einfach auf einer Erdkugel rumziehst, gibt es ja zu Tausenden fast. Das Geometry Wars einfach gesagt, und dann halt einfach um die Gegner schiessen. In VR sieht es noch ein bisschen cooler aus natürlich, weil du halt einfach die räumliche Darstellung noch hast, und dann gibt es noch so einen VR-Modus, wo eigentlich wie im Rigs so in einem, nicht in einem Mech rumlaufst, aber halt in einem Jet oder in einem Gleiter, Hovercraft, etwas in dieser Richtung. Und kannst dann auch Gegner abschießen. Ist nicht ganz so ausgeklügelt, habe ich nicht so lange gespielt, ist mir dann auch ein bisschen gespässig geworden, aber die Hauptversion vom Super Stardust Ultra VR ist cool, ist chillig, kann man gut spielen. Playroom VR habe ich noch nicht wirklich probiert. Dann das Res Infinite, das ist eben auch so ein Schiessspiel, auch ein bisschen Taktspiel, kommt auf jeden Fall auch noch viel flashiger in VR, und man kann sogar auswählen, ob man es ein bisschen chilliger möchte, das heisst mit weniger Kamerafahrten, die dann auch weniger auf den Bauch schlagen, oder mit ein bisschen mehr Kamerafahrten für erfahrene VR-Nutzer, und ich habe jetzt mal mir getraut, das für erfahrene VR-Nutzer zu nehmen, und auch das war kein Stress. Mal auch ein Top-Game. Tumble VR, das ist eben das, wo man Klötze aufeinander biegen kann, finde ich sehr cool. Wirklich noch etwas Chilliges. Klar kann man sich jetzt die Frage stellen, wieso machst du das nicht in echt, Mann? Aber einfach rein nur, wie man die Sachen flippen kann und was man dann in den späteren Levels sicher auch für Herausforderungen antrifft, ist das noch eine schöne Abwechslung und vielleicht auch für jemanden Jüngeres oder so. Ja. Das letzte ist dann Batman. Arkham VR, genau. Und richtig nice, wirklich richtig nice. Das Intro kann man hautnah miterleben, wie der Thomas und jetzt weiss ich gar nicht, wie die Mutter geheißen hat, sorry,
die zwei Wayne halt Eltern ermordet werden und der Bruce dort dabei ist jetzt nicht unbedingt der emotionalste Moment, weil ich das sicher auch schon, keine Ahnung, 100-mal in den Games und gehört und in den Filmen und es wird ja immer wieder aufgewärmt, aber schon sicher für ihn eine sehr harte Sache gewesen. Also das wollte ich jetzt schon nicht sagen, aber eben, es ist ein fiktiver Charakter, darum immer locker bleiben. Meister Bruce Wayne, Meister Batman wird am Anfang irgendwie vom Alfred begrüßt und kann sich dann ab in Batcave machen. Und der Moment, wo so mit dem Lift runterfährst, hast du den Wasserfall vor dir und so, siehst rechts und links die riesen Bathöhle, kannst dann mit deinen Gadgets arbeiten,